Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Soma auf Pelzig. So, jetzt haben wir gestern genug philosophiert. Jetzt wird es Zeit, dass wir mal richtig weitermachen. Jetzt scheinen wir wohl im Labor zu sein. Okay, ich mache jetzt hier mal zu. Ja, das sieht noch Labor aus. Okay, was ist hier? Ah, das erinnert ein bisschen... Machen wir mal Licht an. Das erinnert ein bisschen an das Ding, auf dem Simon selber aufgewacht ist. Ja, genau. Genau. Oh, das ist aber blutig hier. My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Okay, sie hat es an sich selber ausprobiert. Ja, das erinnert stark an das Ding vom Munshi, wo der eigene hier im Scan 2015 vom Simon durchgeführt worden ist. Und so einer haben wir auch in Delta gesehen, der da rumgeschwirrt ist mit menschlichem Verstand. So ein Arbeiter mittlerer Klasse. Können wir noch Erinnerungen abstauben? Achtung. Strasky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Jesus, how? Maser tool. What should I do? Ach, okay. Mit dem I'm Maser. gonna need to tell Strohmeyer. No, Mit dem, was er please. als Blaupause So gehabt close. hat. Strohmeyer's gonna shut down the art project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. Ja. I know. 300 Pfund Körper. Scheiße, also das wird schon ein ziemlicher Fetzer gewesen sein. 150 Kilo ist jetzt nicht gerade wenig. Conrad mit seiner Blaupause, mit seinem Maser. Okay. Da ist irgend so ein Ding noch. Fehlerbehebung. Suche nach Ursprung. Die Sonne kommt draußen wieder raus. Keine Verbindung zum Hauptrechner möglich. Bitte setzen Sie den Router im unteren Computerraum zurück oder wenden Sie sich an den Wartungsdienst. Ja, ich würde ganz gerne den Wartungsdienst rufen. Ich mag nicht in den unteren Raum. Ich befürchte nämlich, dass das so der eklige Keller war. Okay. Ach ja, Pilotensitz, genau. Verstand in Roboter. Kartografie. Ah ja, okay, genau. Okay, da kommt, sein Körper kommt da rein und der Geist kommt da rein, wie gesagt. Also es ist eigentlich nichts anderes als Geist kommt hier rein. Und als Roboter kann er dann kartografieren, er kann Untersuchungen draußen im Ozean vornehmen und er kann Reparaturarbeiten vornehmen. Okay, das war wohl hier auch schon gedacht, dass man die Hirnscans nutzt, um dadurch dann in so einen Körper reinzukommen und dann als Mensch draußen zu arbeiten. Ach, das scheint wohl hier geplant gewesen zu sein. Okay, da ist auch noch irgendwas, aber da ist kaputt. Da haben wir noch einen Computer. What? Check the terminal. I just want to make sure. Okay. Error überall, aber da ist noch was funktioniert. Nancomp. Nancomp, Berg, Munshi und Jared. Jawoll! Paul Berg, das war der Arzt. Munshi, David Munshi, das war der Typ, der es durchgeführt hat. Und Simon Jared, das ist... Tja, das ist unser Charakter. Nancomp. Die Nanami-Struktur. Typ komprimierter Nakajima-Neurograph. Kontinuierlich 21 Millisekunden. Aufgezeichnet Mittwoch, den 12. März 2014. Verfasser Nakajima Shin. Testperson, Name Nanami. Geschlecht weiblich. Geboren 11. Dezember 1997. Gestorben 17. Juli 2021. Nationalität japanisch. Oh Gott, ne, Daten löschen wir auf jeden Fall nicht. Okay. Also die Gut ist auch nicht besonders alt war und 2014 hat sie einen Hirnscan gemacht. Das heißt, zwischen ihrem 2014er Ich und ihrem menschlichen Ich, was dann gestorben ist, liegen 7 Jahre. Krass. Der Paul Berg. Wie sieht's bei dem aus? Den könnten wir auch löschen. Die Paste-Dateien Berg.
Typ komprimierter Nakajima-Neurograph, kontinuierlich 6 Millisekunden, aufgezeichnet am 28. April 2015, Verfasser David Munshi. Okay, der hat ein paar Tage bevor der Jared drangekommen ist, hat der seinen Scan gemacht. Testperson, Name Paul Berg, Geschlecht männlich, geboren 27. November 1984 und gestorben am 2. August 2069. Also der hat noch richtig lang gelebt. Ein Kanadier. Okay. Ja, krassomat. 54 Jahre liegen tot zwischen seinem Scan und seinem körperlichen Tod. Munshi. Die Paste-Dateien. Munshi. Typ komprimierter Nakajima-Neurograph, kontinuierlich 4 Millisekunden. Aufgezeichnet Dienstag, 28. April 2015, Verfasser Paul Berg. Okay, die haben sich am selben Tag gescannt. Name von der Testperson David Munshi, Geschlecht männlich, 4. Oktober 1980 geboren und gestorben am 23. Mai 2078. Und er ist auch Kanadier. Und jetzt er selbst. Achtung. Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munshi's templates. A legacy scan. Ja. Die Paste-Dateien Simon Jarrett, Typ komprimierter Nakajima-Neurograph, kontinuierlich 5 Millisekunden. Aufgezeichnet 2. Mai 2015, Verfasser David Munshi, Testperson, Name Simon Jarrett, Typ männlich, geboren 16. Juli 1988, wir sind im selben Jahrgang. Er ist sogar ein bisschen jünger als ich. Ich bin am 3.3.1988 geboren und er ist im Juli geboren. Der ist ein bisschen jünger als ich. Gestorben 1. Juni 2015. Alter. Am 2. Mai ist es aufgezeichnet worden. Und einen Monat später ist er schon gestorben. Wahrscheinlich wegen seiner Hirnläsion, nehme ich mal an. Und dazu gibt es auch eine Audioaufzeichnung. Postscan 2. Mai. Leitplan 20. Mai. Und letzte Aufzeichnung 1. Juni. Okay, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so... This is freaky. So many lights. What do we do now? Paul and I are going to run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. Und das heißt dann, ach, nachdem es bei ihm passiert ist, ne, der hat ja seinen Scan gemacht am 2. Mai und der Scan ist wohl genommen worden, den hat man hochgeladen und dann, klar, die haben den Scan gemacht und das nächste, woran er sich erinnert, ist halt dann, wenn er wieder hochgeladen wird. Das heißt, wenn man dann wieder irgendwo reingeladen wird in irgendeinen Körper oder so, dann erinnert man sich als letztes an seinen Scan, ist ja klar. Aber da gibt es nicht so viel Unterschied zwischen seinem lebenden Ich und seinem Hirnscan, weil der ist ja einen Monat später erst gestorben. We've worked everything out. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Way. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're going to keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. Okay, also unter ärztlicher Aufsicht sozusagen. Das ist ja nichts Kompliziertes, aber man muss halt nur ein bisschen mehr Training machen und so. Na gut. Und, tja. Jetzt ist die letzte Aufzeichnung am 1. Juni. Sein Todestag. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. Has made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Scheiße.
nicht wirklich verschwendet. Er ist wohl seiner Krankheit erlegen zum Schluss, tatsächlich. Aber er ist ja jetzt wieder da. Und wir löschen hier keine Daten. Wir löschen hier keine They're Daten. historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. Sieht so aus, ja. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along. Richtig. Waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Er war die ganze Zeit als Datei da. Und es hat damals nicht geklappt. Aber er war gescannt und er konnte in den Körper reinkommen, wenn die Zeit so weit war. Krass, krass, krass. Theoretisch könnte man auch so, wenn die Erde aber noch funktionieren würde, wenn man im Roboterkörper wäre, man könnte theoretisch den Tod so austricksen. Das ist sehr, sehr krass, die Vorstellung. Dass man als lebender Mensch sich scannen lässt und am besten wirklich, wenn man alt ist oder so, oder wenn man jetzt denkt, okay, man will jetzt jung und im Saft sein und es ist gerade wunderbare Zeit und ich weiß nicht, ob es noch schlimmer wird im Leben und ich habe gerade richtig gute Zeit in meinem Leben, jetzt lasse ich mich scannen, damit ich mit guter Laune hochgeladen werde, als wenn ich vielleicht alt und verbittert bin. Aber im Alter natürlich auch die Weisheit und so. Das heißt, der Simon weiß jetzt auch nicht, der Simon, den wir hier reingeladen haben, der weiß jetzt auch nicht, was am, sagen wir mal, 25. Mai passiert ist, 2015. Simon, the last report filed by the staff mentioned struggling with something called a proxy. The Was proxy ist we das? killed was blind, just like Akers, but it listens. Careful, we spotted 2 more by the infirmary. What do they Nein! look like? Not sure. It seems to be human enough to pass for a crew member at a distance. Oh, Tall, fuck. dark, and ultimately faceless seems to be what to look out for. I'll keep my eyes open. Na toll, das heißt, irgendwelche blinde Viecher in der Krankenstation unterwegs, Welcome to my place. die gut hören. When I started the art project, I pretty much lived in this lab. Cozy. Ja. Schick. Okay, ihr Kabine, ohne haben wir ja auch gesehen, wo sie gepennt hat. Und das ist jetzt ihr Labor, wo sie an der Arche gearbeitet hat. Ist sie das? Die Arche? Prototyp. Prototyp Nummer 2. Nicht vorne, nicht an der Front. Okay. Da haben wir wieder jede Menge kruscht. Simulation Assets. Okay, das ist wohl ein... Ah, das ist ein Chip. Okay, den können wir mitnehmen. Cool. Verbindungsfehler, Fehlerbehebung, Suche nach Ursprung. Fehlercode, das ist auch wieder das im unteren Computerraum. Scheiße, ich habe schon in etwa Ahnung, wo wir hin müssen und ich glaube, da könnten diese Proxys unterwegs sein. Scheiße. Okay. Was hier nochmal aufgeschrieben? Ah, da können wir dann den Chip reinschieben, wenn die Zeit komme ist. Dann haben wir noch so Tablet. Fehlerbehebung. Sieht bloß aus, als müsste man da wieder noch ohne gehen. Ich glaube, es führt kein Weg drauf vorbei. Wir müssen da ohne hier. Scheiße. Scheiße, wir müssen rebooten. This is where I would store the ARC scans. Are they similar to my legacy file? No, yours is flatter, if that makes sense, less dynamic. Thanks. That makes me feel much better. Okay, die scheinen alle am Arsch zu sein. Das ist genau das, was ich vermutet habe, ne? Wenn die Leute verrecken, die bringen sich um und ihre Scans gehen verloren. Das heißt, man kann sie gar nicht auf die Arche hochladen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt umsonst Selbstmord begangen. Und noch An ein intact Chip. memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Okay. Sonst keiner mehr. Huch. Das ist so ein magischer, der fliegt hier in der Gegend rum. Beschädigt. Noch einmal beschädigt. Ja. Nur Scheiße. Natürlich gibt es nur noch einer, der gut ist, das ist ja klar. Sonst wäre es ja gespielt. Scheißdreck. Ist ja logisch. Es kann nur einen geben. Um mal aus dem Highlander zu zitieren, der übrigens ein großartiger Film ist, zumindest der erste. Allein schon wegen der Musik von Queen ist der erste Highlander sehr sehenswert. Und wegen dem Kurgan selbstverständlich auch. Mom.
Ach ja, großartig. Ich glaube, das war auch der einzigste Film mit dem Christopher Lambert, wo er mal was Gescheites spielt. Ansonsten sieht man den Kerl ja immer nur in solche, nennen wir es mal Minusproduktionen. Okay. Ja klar, es gibt nur einen gescheiter Chip hier. Und den haben wir schon gefunden. Okay. Na gut. Ich nehme das jetzt mal so hier. Von all den Dinger ist nur noch einer richtig erhalten. Das ist schon sehr deprimierend. Die ganze Arbeit war immer. Scheiße. Also wenn das die Hirnscans von den Leuten auf der Arche sind, werden du nicht so viele überleben können, glaube ich. Okay. Need to fix that mainframe connection. Okay, da können wir was reinstecken schon, aber dann haben wir die Dinger wenigstens halt immer bei uns. Ich muss runter. Ich muss runter. Da führt kein Weg drauf vorbei. Jetzt geht's ab in den dunklen Keller. Pfui Teufel, Keller! Scheiße. Okay. Ja, hier drin haben wir jetzt auch nichts mehr, was interessant wäre. Ich kann es leider nicht aufschieben gerade. Okay. Unser Lempel machen wir auf jeden Fall auch jetzt. Aber wir haben aber schon die Sache gefunden, die wir brauchen, dann für den Sicherheitscode uns zu holen. Da ging es zu der Bette. Und da gehen wir jetzt wieder runter. Genau. Da kommen wir da wieder in den Eingangsbereich. Okay, also so viel habe ich noch The gecheckt. legacy scan of me that was on the computer. What did you use it for? It's a template that has an intelligence pathwork already etched into the base. Nase So, Yucca. if I wanted to build an AI, I wouldn't have to reinvent a whole model. I would be Okay. able to focus on the things that the AI is to be used for. Is every AI self-aware? Do they also think they're Simon? What? No, Simon, don't worry. It's not like we just put people into robots and machinery and let them roam free. That'd be really Okay. cool. It doesn't work like that. Or at least it didn't used to work like that. Truly sentient machines, thinking they are people is definitely new. But you kept them sentient for the Ark. Yes, and I basically had to invent the method. Okay, aber selbst wenn man die Menschen in einen Roboterkörper reinbringt, ist es ja so, dass die sich nach wie vor von einem anderen Scan unterscheiden, weil der Scan, der bleibt ja. Der Scan bleibt, der Roboter latscht rum. Roboter stirbt, Scan kann wieder irgendwo neu aufgeladen werden, aber der startet dann wieder ab dem Punkt. Jetzt ist die Frage später, was ich mich dann noch stelle wäre, ob, wenn wir die Arche tatsächlich erreichen, ob Simon seinen Scan nimmt oder sein jetziges Bewusstsein, noch all den Erfahrungen Gee, hier. Simon, some thoughts are better left alone. Weil im Endeffekt kann er dann wohl auch entscheiden, ne? Nehme ich den schwer gestörte und hier von Unterwasserwelt geprägte Simon mit oder nehme ich den Hirnscan Simon mit? Das ist auch so Fruch, die noch kommen könnte. Okay. Scheiße. Ich will nicht. Ich will einfach nicht. Oh Mann. Oh Mann. Wenn jetzt nicht noch ein Wunder geschieht, dass ich es beenden kann. Oh Gott, die Geräusche sind auch sehr, sehr lebensbejahend. Oh fuck. Oh fuck. Speichert. Ah, saugut, saugut. Das heißt, ihr liebe Leute, ich kann an der Stelle die Episode beenden. Und da ich schon bei 3 Aufnahmen halt am Tag bin, habe ich mein Tagessoll auch wieder erfüllt. Es tut mir jetzt wirklich leid, euch in der Situation hier zurückzulassen. Wissen ihr was? N-Raum machen wir noch durch. N-Raum machen wir. Okay. Scheiße. Okay, irgendwo geht der Teufel ab. Irgendwo geht echt die Sau ab. Aber ich steht echt Sache, ihr liebe Leute. Da der Raum jetzt nichts war, ich weiß nicht, wie es bei der anderen aussieht. Würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder an der Stelle zu Let's Play Soma auf Pelzig und erkunden den Keller. Und ich glaube, da könnten Proxies, oder wie sie es genannt haben, auf uns lauern.
Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen. Das wird dann wieder so Passage, denke ich. Wir sehen uns dann wieder in alter Frischer. Machen's gut bis dahin. Ayan Yankee.